Guten Abend bei Dickrich TV, haut aus dem LCD, dem Lycée-Klassik von Dickrich, dem Dickricher College. An Beimer do as lo den Direktor, den Marcel Kramer. Guten Abend. De College as Lycée mat enger ganz guter Renommee, schon ganz lang auch. Wie kennt das? Also als Lycée geht es effektiv schon ganz lang. Wir sind 1830 gegründet gin, sind auch regionale Lycée am Anfang natürlich gewircht, dass Leute aus dem ganzen Norden Humisten an LCD kommen. An ein Teil von unserer Reputation können sicherlich do hier. Wir haben auch an den letzten Jahrzehnten fertiggebracht, auch als Matze entwickeln. Die Schule hat geändert, sind neue Sektionen beikommen, neue Offeren dabei kommen. Die Gesellschaft hat sich geändert. Und da muss ich natürlich auch als klassische Lycée, Lycée Klassik de die Kirche, muss ich natürlich auch dem Rechnung drohen und da mitgehen. Das heißt, von Eisen beispielsweise von 1500 Schüler, 1600 Schüler, die wir ungefähr haben, sind auch 600 Schüler, die sind am General. Das heißt, wir sind auch ein großes Lycée mixt. Und bei unserem Lycée kann man auch von allem machen. Etwas, was der schon ist, also was schon entwickelt wird, dass das immer mehr Richtung von einem Medienlycée evolviert. Genau. Also wie ich vorhin gesagt habe, muss das Lycée ja auch mit der Zeit mitgehen. Und wir hatten hier schon viel drin, also auch beim Direktor Bonert, schon eine lange Tradition von einer E-Sektion, die wir heute zu Dickrich als einzige in der Region eigentlich anbieten, auch eine F-Sektion. Wir sind ganz froh mit den künstlerischen Sektionen, das sind ganz flotte Sektionen mit ganz interessanten Schülern auch da drauf, die sich ganz viel auch engagieren, ganz viel machen. Und was unser Lycée auszeichnet, das ist, dass man sich in medienstark eigentlich schon, wir nennen das den vierten Stock, weil es effektiv, weil wir hier im vierten Stock sind. Und da haben wir in den letzten Jahrzehnten uns schon ganz stark spezialisiert an alles, was am Bereich Medien ist, hauptsächlich für die Sektion natürlich, aber dann auch am Bereich von den Optionen. Und du hast mir auch gesagt, dass für kurzem auch speziell Klasse sein, wo auch medienmäßig geschafft werden. Ja, also effektiv sind diesem Schuljahr, also sind Januar ganz aktuell, haben wir sowohl an einem neuen Gebäude für die Kleinschüler wie auch im Allgebäude für die Großschüler einen neuen Mediensaal angerichtet, wo die Schüler einfach in Lieu haben, also Raum haben, den ganz flott equipiert ist, ganz modulär, also nicht wie in einem Infosaal, wo in der wirklich Reihe von Computern hat, aber Tische können ganz flexibel gestaltet werden, dass auch kein klassisches Tafel an dem Saal für zu verhindern, dass do ganz klassisch gehalten wird. Aber da geht der Prof hin, wenn er eine Gruppenarbeit machen will, wenn er will zum Beispiel dass Schüler ein Interview machen, da sind Mikros da, da sind Kameras, die sind da ist effektiv ein Greenscreen, wo man dann einen Hintergrund kann machen. Da sind auch noch ein paar fixe Computer, das heißt, die Klasse kann da hingehen oder man ganz flexibel weise am Bereich von den Medien, unkompliziert am Bereich von den Medien schaffen. Was dann dabei kommt, ist für 5 Jahre, also das 5 Jahre, wo wir das haben, also auch BTS, das heißt ein Brevet de Technicien Supérieur, das sind 2 Jahre nur der Premiere, die Studenten dann hier können machen am Bereich Media Writing, also Schreiben für Medien. Es sind ein paar Jahre gehen wir mit einer Reihe Klassen immer im Dezember ungefähr fahren wir bei der WDR auf Köln. Da haben wir ganz viel auch beigelehrt, da waren wir auch das Jahr mit ganz vielen Profen, auch noch mit Schülern dahinter, weil wir also auch da ein bisschen aufgeguckt haben von den Profis eigentlich ein bisschen gelehrt haben, wie man mit Schülern kann schaffen, für dass sie eben ganz flott mit den Medien ins-gehen und noch ein bisschen kreativ sich da können ausleben in dem Bereich. Ja, uns interessiert natürlich auch, wie hier am Lycée geschafft wird. Und dafür wollen wir uns da gucken. Und hier die Reportage dazu. Mindestens mit der Stunde für das Dickrich College. Ah, das ist nah, perfekt. Zeit für ein kleines Filmchen zu drehen. Das 3. Schüler hat sich für einen audiovisuellen Optionskurs entschieden, und sind am Gang, ihrem eigenen Film zu schaffen. Das ist eine neue, ich mache eine Kamera. Heißt, der Marc möchte Klapp an Anfang ein bisschen Assistenz. Dann haben wir halt Snaps, möchte auch ein bisschen Assistenz. Dann Julia möchte einen Ton. Haben wir den Norman und den Loris sitzen unsere 2 Akteuren. Und Cleo möchte auch einfach an der Kontinuität, dass das alles immer nicht klappt. Sie haben ein englisches Skript auf Plötzlich übersetzt und das ist ganz selbstständig verfilmt. Und muss schon nach einer Szene noch gedreht gehen, die ein bisschen durchgegangen gegangen ist. Probieren wir ohne Klapp kurz. Komm mal drauf. Ja. Weiter.
Okay, ab halb ist dann Bild dran. Ja, wir haben eine relativ coole Kippe und du installieren dann auch relativ sehr rein. Profi stehen uns am Anfang zur Seite, wenn wir froh und wir am Anfang lassen sie uns relativ viel selber schaffen, für das wir uns durch selber können entwickeln. An dobei steht ihnen heisum uninteressant Material zur Verfügung. Die lächt Errungenschaften vom Lycée, ein kompakter Licht Sony Alpha, ein ganz handlich Osmo oder ein Blackmagic-Kamera. Aber ich finde das ein bisschen eine Tradition hier. Also wir hatten auch immer ziemlich gut Material, wir haben nicht ganz viel mehr, wir haben aber ein bisschen variiert Sachen, für, dass man am Anfang als Schüler bringen, die schon ein bisschen etwas kennen und schon eine Ahnung haben, die hören das mit Großmaterial und die anderen, die probieren mit dem einfachen Material. Mit dem Viertelstock ist immens gut equipiert. Das ist wirklich etwas außergewöhnliches in der Landschaft von Lycée zu Lützeburg. Am Salon anderen vom Couloir Rivadems lehren Schüler Audioeffekte am Chor Musik et Ordinateur. Also wie zum Beispiel ein Film verzöhnt oder auch wie man am Computer Musik mischt. Vier Kenntnisse dafür braucht kein. Klick auf den Doten. Voilà, klickst nicht auf Sounds. Mit der Doten, pass auf, da sind auch noch Lupen. Ja, demals, ja, wie ich du gefragt habe, soll man direkt einfach nicht so viel Ahnung davon, ne, weil ich mir dann so praktische Musik machen interessiert war. Boah, das hat mir dann einfach ein bisschen länger Fenster abgemacht. Ich habe mich schon ein bisschen daran geschafft daneben. Und, voilà. Das macht aber ganz viel Spaß. Auch für mich selber, da kann ich immer nach neuen Sachen dabei. Ich meine, Software evoluiert durch Musik eben selber auch. Und voilà, das ist dann einfach mal noch, bleibt interessant. Am Chor Prépress können die Jungen Fischen, Logoen und Deplions entwickeln. Und zwar nicht nur für den Spaß. Die Schüler schaffen noch reale Projekte, sie wird für den Lycée oder auch für externe Klienten. Ich meine, das, was Sie hier lernen, selbst was Sie noch all können ansetzen, wenn Sie bei der Uni gehen. Wir lernen zum Beispiel Texte, Layouten oder Sachen, wie flott zu verpacken. Ich meine, das Visuelle spielt heute in unserer Gesellschaft immer mehr eine wichtige Rolle, wie man sich präsentiert, ob das an alle Bereiche ist. Und hier ist das tatsächlich dann Text und Bild, wie man das flott zusammensetzen kann, für du mehr rauszuholen, wie du just den Contenu vom Text. Und da das Angebot vom Lycée noch lange nicht fertig. Der Schüler von der Option Radio zum Beispiel steht ein richtiges Radiostudio zur Verfügung, wo sie an das ganze Repertoire von der Audiokunst angefordert gehen. So kriegen sie nicht nur die verschiedenen Beiträge beigebracht, wir gehen auch an Techniker gefordert, gerade wie an die Rhetorik. Nordstadt besteht aus der Gemeinde Colmar, Scheren, Ettelbruck, Diekrich, Battendorf und Erpelding. Also ich habe mich für die Option Radio entschieden, weil es mich interessiert hat, zu sehen, wie man eine Radiosemission an, weil ich auch hören, das soll heute flott sein. Das heißt also der nächste Jahr, was der halb ist? Ja, genau. An? Ja, bisher gefällt es mir gut. Also auch Interview machen mit Leuten und so, das macht mir auch Spaß und das schneiden. Die wenigsten Schüler wählen Medienoptionen, weil sie den Beruf später lehren wollen. Wir wollen sich hier in alle medialen Bereiche genug Kompetenzen uneignen, für später einmal mehr daraus zu machen. Das für allem aber die Relation mit der Sektion, also mit der Artistiksektion, und noch zum Teil mit der Musiksektion, wo einstatt mehr so ein Amalgam gibt von einem Kompetenzbereich, wenn ich gucke, wie sie Affiche machen oder Videoclippe machen, weil sie einfach professionell, semi-professionell betreut gehen. Und das meistens gehen sie weiter studieren und nehmen das dann einfach seinen Abschluss. Von den Medienentreprisen über Medienoptionen oder aber über den Kurs Komplementär Kommunikation et Médias und Schüler aus dem LCD von 4. bis zur Premiere auf alle Fälle viel, für sich an alle Medienbereiche anzuschaffen. Für den zuständigen Koordinator vom Mediencenter, Claude Moyen, aber steht für allem etwas am Vordergrund. Also der Spaß, dass die Schüler aber trotzdem Spaß haben mit dem, was sie machen. Die Optionen sind eben, was flott dabei ist, das gute festgelegte Programm, ja, aber den ist flexibel. Und das für die Schüler auch, und das betonen sie auch immer, immens flotter zu können, während einer Zeit an der Woche, wo ihre Programme ja ganz fix ist, feststeht, dass sie da können etwas mehr Kreatives machen. Und das ist wichtig für sie und der Spaß, den Echange mit ihnen, das ist für mich das Wichtigste. Und wenn einen Lust auf mehr hat, der kann du noch nach BTS am Media Writing machen, die noch am Lycée Classique zu Diekrich angeboten wird.
An eiser lachtre Mission do hat mech matgol bei den frére Sterrekach Antonio Prati. Zter dats hien sei berufende Null gehalen huet, awer riwer mat de Sterren zu dickrech. Zter kurzem allerdings huet sech an der Hinsicht Appes geënnert. De Sterrekach Kim Kevin de Dod, frére Schülerrest der Hotelschchull vun Dickrech, ass nämlichlech lo neuerdings Chefkach am Applikationsrestaurant Alexis Hack. Ja? Zooslos mat diese separat. Mama da bist Cibulet dabei. Musste mam Thomas Schwetz. Cibulet. De Kim Kevin de Dod an Aktiun am Restaurant d'Applikation Alexis Hack. De Mann, den dem bekannten asiatische Restaurant Saint-Pierre 2 Sterren abrucht huet, ass Luzen enger Zeitchen, Prof an der Hotelschule an noch Kach am Restaurant d'Applikation. Hin huet nämlich die Gros Eier Dirfen fir d'Schule de Restaurant am Lützeburger Pavillon zu Dubai ze leden, am mat Schüler vun Dickrech zu feieren. Am Restaurant d'Applikation ginn sie op des Großmissionioun prepariert. Man macht schon Kurre vun mat de Schüler, dat Schüler awer abs leieren, datcht. Man mache Pla vun Dubai Hai, auch mat de Schüler ze summen, sinn woch ab und zum like aner Plan, die mat dertschen sinn. Ich mach net nëmmen Dubai mémer preparieren, awer Dubai soweit wie méigich schreib fir. D'Hotelschule, déi vun der Fangun an d'Entwicklung vum Projekt Dubai impliziert war, huet eng 36 Studenten ausgewählt, fir defen des emolech Experiz an Asien ze machen. Schüler bleiwen alkeer 10 bis 12 Wochen sur Plas, a kreien déizeit dann als Stage oder als praktisch Kuren ugerechend. Et ass eng riesige Chance fir dës Schoul, well eng Hotelschule ass eng ganz kleng Schoul, ass die klengste Schoul van en Lokup, die mar am Land hunn. Wir hunn haut 300 Schüler. Und das ist so, dass es wichtig ist, dass die Leute wissen, dass man eine Hotelschule als Lützeburg haben. Und das ist auch wichtig, dass die Eltern Vertrauen haben, dass es nicht nur eine Hotelschule ist, sondern dass es eine ganz gute Hotelschule ist, mit einer Ambition für eine gute Formation und hier Kanner, die sich dann interessieren für Informationen am Hospitalitätsbereich zu machen und zu bieten. Zter 2006 ass de Restaurant d'Applikation an engem fréieren Hotel an der Avenue de la Gare ënnerbruecht. Dënchtes Mëttwos an donnerchtes Mëttes, grade wie och Mëttwos owes, ass de Restaurant do fir de Publikum op. Eigen Schüler ab dem 2. Joer vun ihrer Ausbildung op Praxis fir bereet. E-Grupp ass du bei fir d'Kichen, fir d'Patisserie an fir de Service zoustännech. Ich muss sagen, ich bin mein Herz echt an der Küche. Aber Service ist auch schon etwas, was ich aber gerne machen kann. Muss ihnen süß eben gefallen drunter. Von verschiedenen Leuten tun vielleicht kein gefallen. Aber mir möchte das große Pläsier, wenn ihnen gesagt dass die Leute aber auch schmacht. Dass dann noch die Leute können erklären, was alles im Teil ist. Das möchte aber auch ein großes Fried. Bei uns ist ganz klar die Kommunikation, wo man direkt auf Ansehen, also am 2. Jahr von der Formation haben. Also die Kommunikation, wo man ganz viel Wert drauf legen. Dann haben wir die Präparation am Saal, für das die auch bei uns gesehen. Und die Autonomie fördern wir auch hier. Die Schüler, die wir heute zum Beispiel haben, die stehen kurz vor einem Examen für den Restaurateur-Diplom zu kreieren. Und da ist die Autonomie, das selber überlegen. Elo also gehen noch die Schüler hier ausgebildet, die rausgesicht goufen, für auf Dubai zu fahren. Menüen am Restaurant hören sich dann noch zur Zeit an, wie ein Odyssee durch Highlights von der asiatischen Kulinarik. Ich fange als Menü hier mal mit einem Teller von Amis Buschen. Das ist heute ein Terrain von Écrevisse mit Truite fumée, à Réfort. Als zweit haben wir hier einen leicht aufgeflammten Hamachi, mit einer Brunoise von Shiso und Poretten mit einem Gel von Dashi. Und als drittes haben wir eine kleine Croquette Crevette mit einer Mayonnaise und geringem Thai Curry. Also just für uns für ein bisschen Appetit zu kriegen. Soweit also nimmen zu den Amüs-Buschen. 2 Formule vom Menü gibt am Restaurant Alexis Hack. Eine Business-Variante für die Männer Zeit tun und eine Gourmand-Formule für die sich so richtig gut verloren lassen. Den Klienten scheint es auf alle Fälle zu gefallen. Orlo hat den asiatischen Einfluss von Dubai. Ja, wir kommen regelmäßig einmal am Montag hin. Gefällt uns auch gut hier. Es wird immer ganz raffiniert gekocht. Hallo, an der Last auch ein bisschen mehr schon in Richtung Dubai. Möchtet ihr Lust für auf Dubai auch zu fahren? Ja, schon. Also die Küche ist schon auf das Land ein bisschen ausgerichtet. Das ist auch für uns eine ganz neue Küche, die wir genießen auf jeden Fall.
A fir Zukunft wëllen se op dëser Platz nach Schrat wie weit goen an iwwer dem Restaurant och Zëmmeren nobiden. Aus dem Restaurant d'Applikation soll also scho ganz geschwinn en Hotel d'Applikation ginn. Dem Alexis Hegger siwergens ze verdanken, dat sech den Tourismus heit zu Lützeburg developéiert huet. Aus engem Hotel des Ardennen heit zu Dickrich vum Ufang vum 20. Jahrhundert richtig eng Lass, wat doch zu engem Boom vun Hotelen an der Stadt gefouert huet. Haut es das sind der just nach 2 iwwerech, een do vunner dat ass den Hotel Beau Séjour. Je suis Gomez, je suis le gérant de Beau Séjour. Je suis là depuis bientôt 14 ans. Nous avons notre petit restaurant que vous connaissez certainement, avec notre petite spécialité coup de flec, une spécialité régionale. On est très spécialisé sur les poissons vivants, enfin les fruits de mer, crustacés. On a de belles sols quand même. Je pense que nous sommes peut-être les uniques ici à Diekirch avec les poissons de cette qualité-là. Normalement, c'est une clientèle 95%, enfin 95% luxembourgeoise. Et c'est la clientèle que moi je préfère, disons, parce qu'on a une clientèle locale. Nous travaillons pour les clients de Luxembourg. Nous avons aussi une salle derrière, qu'on peut la voir bientôt, qui est disposée pour les fêtes d'entreprise, les fêtes de club, les fêtes familiales. C'est un hôtel, une petite 3 étoiles, qui ont fait des petits renouvellements. Chaque année, on fait 2-3 chambres nouvelles. Pour le moment, on a 18 chambres, lesquelles on a déjà, disons, 10 qui sont nouvelle génération. On compte faire un peu plus. Naturellement, je pense 2020. On a déjà un projet pour 2020-2021. Alors on va finir encore pour faire une dizaine de chambres. Un peu de tout, disons plutôt des étrangers, disons des Belges, Hollandais, Français, Américains, Allemands, des gens qui font leur business, disons. Reste 1 ou 2 jours, parfois plus ceux-là qui travaillent dans les entreprises locaux ou dans les environs. Et voilà, parfois on a un ou l'autre couple de la région, enfin du pays, je veux dire du pays, qui prend une chambre quand ils mangent un bon plateau de fruits de mer par exemple, ils prennent une bonne bouteille de vin et alors ils préfèrent rester dans une chambre et partir le lendemain. Carnaval, Vieux de Kirch, cavalcade, enfin des fêtes un peu spéciaux, l'hôtel en général est complet. Iwerall hai am Land fehlt du bezuelbarem Wohnraum. Gemeng Dickrich awer mischt schon ganz lang erfahren op dem Plan fir dem entgehen ze wirken. So konnten am Dezember dat last Joer 16 weiter Wohnunitäten afeit gehen. En Dezember op der Nummer 7 an der Rue Vanerus zu Dickrich. Großen Undrang op der Aweiungsfeier fir den neue Wohnprojekt, den de Fonds de Logement ze Summe mat der Stadt Dickrich entwickelt huet. Für den Logementsminister Henri Cox ein friedlicher Moment. Immerhin fehlt dem Land 4 Hannen no Wohnraum an Dickrich als besonders aktiv Niveau für bezahlbare Projekte, was der Minister dann noch besonders freut. Für den Bürgermeister Claude Hagen überdems ist das der wichtigste Aspekt für die Kohäsion an der Population. Ich denke, dass wir momentan schon eine Tradition zu Dickrich haben, einen abordablen Wohnungsraum kreieren. Wir schaffen exzellente Summen am Fonds de Logement, auch mit der Société Nationale d'Habitation en Bon Marché. Und dann haben wir eben das Projekt mit der Dickischer Gemeinde zusammen, am Niveau vom Gemengen als ein Chefverrat für eine Agence Social Immobilière lokal zu machen, wo die Gemeinde Wohnungen lohnt und dann eben Leute voll lohnt nach sozialen Kriterien. De Bauprojekt an der Rue Vanerus, dat sind eng 16 Lokationsappartementer an der Energieklasse AAA gebaut, mat Einheiten vun engem bis 3 Schlafzimmer fir das richtige Mix zu Leiit henno entsteht. Beim Bau ass drop opgepasst ginn, dass alle Unitéit eng Vue zu 2 verschiedene Seiten huet. Was hier auch noch das Besondere ist, was eigentlich das auch ein bisschen abhebt von diesen Standardwohnbauten, die man sonst so oft auch hier so drumherum sieht, sind eigentlich, dass jede Wohnung eine große Terrasse dabei hat.
Egal, ob es eine Einzimmerwohnung oder eine Vierzimmerwohnung ist, jeder hat so seine Möglichkeit, nach draußen zu gehen aus der Wohnung direkt über ein großes verglastes Schiebefenster. Ne? Naja, gibt bestimmte Standards, die vom Fournet Logement festgelegt werden, die die Qualität angehen und auch die architektonische Qualität und vor allem auch die Qualität der Materialien. Ne? Und da ist der Standard recht hoch. Man bekommt eigentlich für einen guten Preis einen hohen Standard und für soziale Wohnungen. Nach bis Ende des Jahres sollen schon 3 weitere Projekte an der Straße rundherum Trüvanerös vorbeikommen, die kehren zusammenarbeitet mit der SNHBM. Gut nicht zu schwätzen von den großen Projekten Wallenbruch, Brauerei, und Cité Militär, wo auch alle Wohneinheiten zu abordablen Preisen geplant sind. Projekte, die wohl werden zu viele Chantien an der Stadt führen, die aber zu mehr Lebensqualität beitragen werden. Also ich denke, das gut abgeholt in der Population, weil momentan haben wir, wenn ich auf Wallenbruch gucke, als sie wissen, was zwar schön ist, aber wenn wir wollen weiter urbanisieren, wenn wir einen Wohnraum brauchen, dann muss man es froh und als dicke schon mal das machen mit Kontranten von der Überschwemmungsproblematik. Wir wollen als hängen gering losen, da können wir nicht mehr am Stadtkehr oder rund um die Stadtkehr organisieren. Dafür machen wir auch so nach diesen Alzano für die Betriebe rauskriegen, die auf den Friedhof zu setzen. Cité Militär idem, ich denke, dass es gut wäre für die Stadt Dickisch, aber eine überlebende Karte hat. Und erzähle ich natürlich auch für die Dickisch Schaberei, die ganze City, wann den Feierl wirklich, die momentan exklusivement und Dickisch Brauerei reserviert ist, auch abgeht für das Publikum, damit wir Feierl kriegen, die direkt mit der Gäring Verbindung und am Stadtzentrum. So werden auf alle Fall die verschiedenen Stadtkartien mit bei Nähregeln a Platz für jede machen. Am Bereich vom abordablen Wohnraum spielt Dickisch auf alle Fall eine Musterrolle. Soll dem Logementsminister nur als Beispiel für die anderen Gemeinden am Land dienen. Immer mehr Leute gehen sich der Bedeutung von unseren Büschern bewusst. Überall an der Welt brennen Bäume, weil es zu warm ist, und auch daheim setzen Schädlinge den Bäumen immer mehr zu. Wie vor allem der Busch heute so Dickisch bestellt ist, für das herauszufinden, worum wir Anfang Dezember am 4. von Mai an der Natur NRW. Der 4. Jeff Sinner seine Equipe haben am Wandern noch schon am Hirsch immer genug zu dienen. Mit Dezember sind die ersten Missionen, wo die Holz verkauft wird, und da gilt es, frei genug rund zu sein, für seine Wurzeln zum besten Floss zu gehen. Ja, die Wanderung fängt am Ende Oktober an, wenn die Läufe anfangen drauf zu fallen. Wir fangen dann an, am Buche Stämme zu haben, aber gucken wir, für dann in dem Moment die Stämme mit Dezember auf die ersten Missionen zu kriegen. Da sind wir am Gang, das heißt, wir haben die erste Kuppe aufgeschlossen. Die 14 Tage, wo wir hier sind, da gehen wir am Anfang bald alltag mit den Händlern gucken. Die gucken sich die Einzellosen an. Und die machen dann in dem Moment ein Offer. Und da ist es doch so, wie bei der Submission üblich ist, die besten Offer am Anfang Eis gibt, die kriegt in dem Moment Holz zugeschlagen. Zu 90% bestehen die Lose von Dickisch aus Bischebäumen und auch Eichen. Königsholz von Gist wird auch auf 50 Jahre nach Gesichten ziehen. Eigentlich waren auch die Fichte bisweilen begehrten Bauholz. Im Moment gehen sie aber für allem gemacht, weil es muss sein. Das Baumsort ist zur Zeit, wenn es den dröschenden Sommeren vom Borkenkäfer befallen. Hier sind auch Fressgänge für so einen Borkenkäfer. Die Käfer, die fliegt, die fängt an, im Moment im Winter, Frühjahr, am April zu fliehen. Die letzten Larven dann in dem Moment in der Schule. An einem Zyklus von 6 Wochen sind die Larven darum zu einem Käfer entwickelt, die dann in dem Moment neue Bäume dann befallen. Der Borkenkäfer breitet sich explosionsartig aus, besonders auf schwache Bäume, die wenig Wasser boten. Weil in Zukunft mit immer mit drischen Sommer gerechnet wird, dürfte dieser Baum kaum noch eine Chance haben. Fichten gehen in Zukunft also kaum noch gepflanzt. Meine Kalamitäten sind nicht immer gehen, auch Feier am Busch. Also, wir müssen just eben in Zukunft vielleicht mit anderen Baumärkten schaffen, dass man da mehr auf Laubholz setzen, mehr auf Mischbestände und dann weiter am Anfang nicht mehr auf Fichten.
Humor als Null beim Alternativ eng Mëlles dugelassen Humor och mé die fäke noch hun mat kränkeln. mir wëssen noch geschwënnet méi Webmer solle so richtig plan sein. Ech gi so eng gesund Mëchung, dat semmer nach dat Bcht. Dem Dickrecher Bëch geht trotzdem am Verglach zum Land gut. Die rund 400 Hektar besti schon Lohnnemmen zu 2,5% aus Fichten, wat ënner anderem mat der Beschaffenheet vum Bodem an der Region zu summen hängt. War Dickrech huet am Fang Chance, dat se Bundsteen hunn Muschelkalleg Bodem dat einfach schon fré erkannt gin ass fir op Pläfols zu setzen. Op eng Bundstern sinn geht Buch extrem gut an ficht net so gut, dat hicht du noch schon még Viergänger am Laf vu den lächten 200-300 Joer vill Buchen ugesät, Echen, Mëchbecher. Allerdings ass schon Lotalschend vum Fichtebestand befallen. Mei och Hai kann Holz nach zu Schnittholz auf Hackschnitzel verschafft ginn, sowieso sinn 10% Totholz am Bëch erwünscht, well Hai op eng ganz ekologisch Manier gewirtschaftet gëtt. De Bëch huet soviel ekologisch Funktionioen an Jo noch en awer C-Label heit zu Dickrech, wo man nohalte schaffen, dat heecht van de Loso mir 400 Hektar Bëch ha mir och net méi wie no wiest mün an feier an Zuwachs vu 5 Me kippten Hektar, dat heech mir ha och net méi wie 2000 Me kippt Joer. Dat heech mir solle so schaffen, dat doch die nächst Generationioen och soviel Bëch huet wie mir im moment doch hunn. Sieht er schon so los an der Fusenstimmung, dann haben wir bestimmt dat richtig schwierig, weil eng Fusen ohne Fußkichelscher nicht denkbar. Am Servio Pflegeheim bei der Sauer sind sie zurzeit schon fleißig am Gang, sich auf Fusen zu präparieren. Der Ball am Haus ist zwar recht für 1. Februar geplant, aber Fußkichelscher kann ihn nicht frei genug machen. Am Karatelier geht Haut also gekniert. 3 Mal die Woche am Anfang. Montags an Freitagsmorgens gëtt gebak, wo wir mittags dann mit den Leuten Kaffeeskränze machen. Und dann haben wir all Donnerstag, wo wir um 5. Tag ein bisschen wie bedürftig Leute, wo nach mehr Unterstützung brauchen. Und da gehen wir all Donnerstags morgens aufwieselnd ein Backatelier oder ein Zopfatelier machen. Wo dann auch Zoppe mit den Leuten gekocht, gehen die dann auch zusammen essen. Das ist dann am Anfang 3 Mal die Woche sind wir an der Küche aktiv hier am Altersheim. Dir dann aber immer gern hier an diesem Atelier? Ja, gern, ganz gern, ja. Das ist nicht mehr schön. Was gefällt dir dann hier drin? Ja, die liegt nicht mehr bei. Die eine weiß das, die andere weiß das. Also ich komme gern. Wo viele Leute zusammenkommen, können doch darauf bunden, dass sie sich alle eins gehen. Über das Rezept wird ja im Vierfeld diskutiert und da geht es los. So zum Beispiel gehen für das Kichelscher Haut mit einem Backpulver gemacht, und nicht wie so das Motiv. Ganz einfach, weil sich die besser verschaffen lässt. Da schafft dann aber jeder mit Sängermethode von früher. Madame Reiles, wer gefällt dich dann am besten? Den du. Da komm schön in eurem Wäsch. Sie schafft gerne richtig. Also du musst Leute schon motivieren. Wie sieht für ihn, hast du mal einen guten Tag, einen schlechten Tag. Das ist unsere Aufgabe, die Leute so viel wie möglich zu motivieren, etwas zu machen. Ja, noch, der rostet, das ist das Motto. Ja, aber irgendwann muss der auch respektieren, wenn die Leute so nicht fühlen. So gesunde Mittelwege muss ich da finden zwischen Motivation und gegenseitiger Respekt. Egal wie, aktiv sind als wichtig noch das gesellig zusammen sind, weil über dem Schaffen da kommen normale Erinnerungen auf. Über die Fusen allgemein oder wie früher gebacken auf. Oder auch nicht. Das gemacht ging mir die Zeit war Krieg. Und du hatte man keine Mittel für viel Pfirsich zu backen. Weil die Leute hatten keine Suche, also hatte meist Krit am Krieg. Kein Butter, kein Schmalz, meist das war die Zeit. Du müssen spuren und da konnte dann nicht immer viel machen. Nur im Krieg also richtig Pfirsich gemacht. Schon mit dem Tisch gemacht und da sind sie gemacht. Aber gezählt habe ich sie nie. Aber es waren immer viel. Und sie noch all gegessen.
Und dann sind wir durch die Krisch gerannt, die Damm ist mir das aus der Fels, oder die nicht kann. Sie waren noch bekannt. Und mit denen sind wir dann durch die Krisch gesprungen, verkleidet natürlich. Und das können es kommen, denn wir waren so verkleidet. Ja, wie man da dann gegangen ist, die Zeit. Du warst noch mit flott der Borsten noch weh. Und dann haben wir die ein bisschen verkohlt. Aber wir haben nicht gesagt, wie wir wären. Und war aber schön. Alt Atelien am Serviohaus sind natürlich freiwillig. Meistens finden den Heiter noch immer dieselbe Leider. Die Damen Hai geben sich dem noch frei normal Besuch von Bausen zu kriegen. Die Atelien bei der Sauer können gegen Bezahlung, nämlich Fugit Vereinen, besicht gehen. Ich meine, sie sind nach Beskin. Was meint ihr? Und das war es für unsere Emission heute aus dem Lycée Classique. Die nächste Kehr dann, da holen wir uns mit an die École d'Hôtellerie et de Tourisme. Bis dahin, macht es gut und hier haben wir noch ein paar Infos, was dann die nächsten Wochen alles so los ist. Bis dann, Adi! Vom 30. Januar bis den 2. Februar ist das Festival Autour de la Voix ugesot, wo auch nicht ein Party Konzerten zu Dickrich stattfanden. So sind den 30. Januar um Erdauer Oves, den 1. Februar um 4 Uhr mittags und den 2. Februar morgens um 11:30 allkehr interessant A Cappella-Konzerten an der Ala Laurentiuskirche geplant. Nach bis den 2. Februar ist am Dickrischer Geschichtsmuseum Ausstellung am Titel Präsenz, Wirken und Integration von Deutschen in Luxemburg, wo die deutsch-lützburgische Beziehungen während den 2 Weltkriegen belegt gehen, und wo auch die erste Migrationswelle auf Lützeburg dokumentiert wird. Bis 1947 waren die Deutschen immerhin die größte Ausländergruppe am Großherzogtum. Das positiv zu Summeliewe von Deutschen und Lützeburger zur Belle Epoque-Zeit als Nomwirke vom Naziregime allerdings an den Hintergrund geregelt. De Militärmusee war dem invitiert 27. Januar tcht 4:07 auf 4:10 Owes an de Cine Scala op eng echt Multimedia-Präsentation ënner dem Titel „Grenzland in Flammen, wo d'Ardennenoffensiv am Mittelpunkt steht, a wo Témoignage vun Zeitzei gewisse ginn, gerade wie Computersimulationen iwwer Gefechter an eng ganz Partie interessant Medienbeiträge zum Thema. Dat ganz as e 6-deelig Gesamtwirk. Between